wieder am Start mit einem neuen Run gegen das mal der Lümmel. Welcome to Pokémon Leaf Green Forgotten Pokémon Edition. Ja Mann, ich spiele einen Run. Ich habe mich entschieden, ich nehme nur Pokémon, die vergessen gegangen sind, wo man nicht im Kopf hat, dass sie in dieser Generation irgendwie halbwegs existieren, wo niemand braucht zum Spielen. Und genau darum heisst mein Starter Bisasam Standard Level 5, weil sobald ich kann, werde ich ihn ersetzen mit dem ersten Pokémon, wo einfach so wenig Stellenwert hat in dieser Generation, weil es einfach so viel bessere Pokémon gibt, wo dann mein eigentlicher Starter wird. Und ja, natürlich, es muss eins sein, wo möglichst bald kommt. Und es wird auch bald kommen. Vor dem Rocco, ich habe mir so grob Gedanken gemacht, welche ungefähr ins Team kommen werden oder kommen. Und ja, jetzt schauen wir mal, ob wir das anbringen. Und um das Ganze natürlich ein bisschen mehr aufzuspeisen, habe ich mir überlegt. Ich setze mir die Hürde, dass ich jeden Move, wo meine Pokémon lernen müssen, oder lernen, ich werde sie müssen lernen. TMs darf ich nur einmal brauchen, wie das Game mir das vorgibt. Alle Moves, die lernen, werde ich ihnen lehren. Und dafür dürfen sie aber sterben, weil sonst hat der Standard schon verkackt und der Run wäre vorbei. Aber nein, das war nur das Tutorial-Video. Wir legen los mit dem Pokémon Leaf Green Forgotten Pokémon Run. Und wir sind wieder am Start. Zum ersten Mal im Lost Pokémon Run gegen den Lümmel, meine Rivalen. Und ihr seht, mein erster Pick, mein Starter, der Machomai, weil es eben kein Machomai ist, sondern ein Mankey, wo irgendwann ein Forgotten Rasaf wird geben. Ich bin ein paar Würmer im Wald besiegen, um ein bisschen trainieren, um da einen guten Stich zu haben, damit er mich nicht zum zweiten Mal runterputzt. Und wenn, es ist nicht mandatory zum Gewinnen. Wir breezen da jetzt hoffentlich einfach eins durch, gönnen uns Level 11 und lernen uns erste neue Move. Ich erinnere nochmal daran, die Regeln sagen, jeden Move, wo ich per Level up lehre, muss ich ihm lehren. Also heisst, alles was er lernen wird, wird er einmal können. Und jetzt probieren wir ihn gerade mal aus. Den neuen Karate-Schlag gegen das Glumanda. Ui, und wir machen den Big Damage. Und das wird schon sein vom Kampf gegen den Lümmel. Und mit dem Machomai marschieren wir weiter gegen den Rocco. Und ich freue mich, nach dem Rocco werde ich meinen zweiten Pick können fangen. Ihr könnt in den Kommentaren raten, was wird sein oder auch nicht. Ihr könnt euren Senf dazu geben, ob ihr es schaffen wird oder auch nicht. Wir sind wieder am Start. Die erste Hürde wartet. Der Leiter, der Rocco mit dem Kleinstein Level 12. Und natürlich haben wir einen Heimvorteil mit dem Machomai. Wir sind sehr effektiv. Wir können Fußkick und wir können Karate-Schlag. Und den machen wir jetzt auch. Und dank dem Crit stauben wir den One-Shot ab. Ich glaube, das gibt nur ein Short, das gibt gar kein langes Video. Und bam, Level 13. Hoffentlich haben wir den Level Cap jetzt nicht gerade überschritten. Ich weiß es nicht mehr. Haben wir noch spatzig. Und wir können nicht nur mit der Hand, wir können auch mit den Füßen kämpfen. Ein mächtiger Fußkick für einen zweiten One-Shot. Was für ein erbärmlicher Arena-Leiter. Was für ein gutes Video. Ich freue mich auf meinen Neuzugang, der bald kommt. Und die zweite Arena.